Viele Leute sind gerne am Busch, das ist ein Flotzer zu Lützeburg, wo es schon die Sänger und die andere Busch gibt, öffentliche Büsche, Privatbusch. Und Lisa Kur, das ist bei den Privatbuschbesitzern. Da bin ich mal gespannt. Lisa, du kannst uns dann noch bestimmt so, wie viel diese private Büsche dann noch zu Lützeburg gibt. Maja Kamil, ich bin hier am Busch, kann in der alle Fall mal mengen. Gesagt, ihr lauter verschiedene Baumarten. Ich muss zugeben, wenn ich auch an den Busch tröpple gehen, könnte man nicht immer so bewusst, dass es da verschiedene Pflanzen gehen. Gesagt, danach heinst du alles ein bisschen selbst aus. Ein Mann, den aber sieht, du gehst dann steht da den Aaron Rote. Gute Mitte. Gute Mitte. Maja, du hast ein Atelier gemacht, auch will Leute sensibilisieren, für eben so Leute wie mir zu sagen, es gibt verschiedene Arten, es gibt einen Unterschied. Kinder, ich habe ein bisschen weise, wer da heute mitgebracht hat. Also, wir wollten auf jeden Fall zu Leuten mal beibringen, wie das schon gut gesagt hat, dass Lützeburger Busch nicht immer aus 1, 2 oder 3 Baumarten besteht, mehr wirklich die ganze Palette, die da auch 100 Mal gesehen, dass das alles ziemlich gängig für können. Und ich meine zum Beispiel so Arten wie das heute, das sei als Wandhalern, die können eigentlich auch gängig für, aber nicht so bekannt bei den Leuten. Also ich meine meistens die Leute, wenn sie sind bei Buchen oder Tischen, die oder Fisch zum Holz, die noch viel an der Schlagzeile noch steht, die sind halt mehr bekannt mit Sachen wie Lannen oder Hai als europäisch Lärge oder Millis, wie sie noch genannt wird, sind auch so am Kommen. Also das geht immer mehr. Und wir mussten von dem Bild fortkommen, dass Büscher, wie gesagt, nicht mehr als eigenen Baumarkt bestehen. Wir mussten bis zum Anfang mit mischen. Und dafür denke ich mal, also es ist wichtig, die Leute klar zu machen, dass man halt mehr Sachen muss schaffen. Nicht nur in eng oder so Baumarkte gebunden sind, wir halt eine ganze Palette von können als Aussichten und da können schaffen. Ich merke noch direkt aus, gesagt, ich führe allem einen Unterschied und die Blätter selber. Du hast mal Blätter mitgebracht für den der Workshop, da gehen wir uns da mal direkt angucken. Ja, da gehen wir einmal durch Kanada, alle gut froh, für auf die Tele zu kommen. Ganz froh, Herren, Schei. Aber ja, hier sind wir da auch schon angekommen bei den verschiedenen Blättern. Ich ging so ich gehe nicht schläfert vor, ich meine, das ist besser. Wir haben einfach die heute Baumarten, die wir hier ausgesicht haben, für die Kanner, das sind so quasi die Gänge. So wie das heute, das ist quasi Eishauptbaumarkt Lützeburg, das Trotbuch. Ich meine, die ist schon akklimatisiert, dass die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hier in unseren europäischen vier könnt, und das ist die Hauptbaumarkt. Und ich denke, wenn wir schon allein gucken, hier im Buch, am Hünden Ahorn, allein vom Blatt, möchte das schon einen riesen Unterschied, wie die ausgesehen haben. Nicht nur mit Blättern unterscheiden sich auch die Eigenschaften, was sie brauchen, vom Blutverhältnis, von den Nährstoffen, von der Hangposition. Da gibt es viele Sachen, die da schon einen Unterschied machen. Und das ist extrem wichtig, weil nicht alle Baum kann auf dynamischen Platz sein. Das muss schon immer evaluiert sein. Wir können nicht egal wo hier sitzen. Genauso ist es doch mit ein guter Fisch hier. Man ist ein guter Fisch, die mittlerweile auch. Die kriegen nicht so schnell abgehoben. Nee, da wollte ich schon mir das bisschen. Nee, da für uns hier meist präpariert Material hier. Und die müssen mittlerweile ziemlich an eine Schlagzeile kommen, wenn es dem ganzen Borkenkäfer, wie die Leute mitkriegen wahrscheinlich. Und ja, das ist das perfekte Beispiel, dass nicht alle Bäume überall so hingehört. Dafür probieren wir hier auch gerade die Kanner schon beizubringen, wenn sie die drei schon in der Schäd kriegen und wissen, dass es andere Arten sind. Ich meine, dann nur einen Job hier erfüllt und dann geht es. Sie müssen nicht wissen, wie so Latein heischen oder wie genau wo was. Aber es geht schon durch, dass sie einfach einen Unterschied von den drei erkennen. Das ist ein Privatbusch, aber du am Garten kann ich auch Bäume haben, weil das dann so am Pflegeleuchten für Leute, die nicht gerade einen geringen Daumen haben. Ja, das ist ein bisschen schwer. Es sind keine Gärtner, sozusagen. Du kannst ehrlich gesagt nicht überfordert. Das ist ein bisschen wie am Busch, du musst pflegen, aber am Garten sind ich leider ein bisschen nicht überfordert. Da los wir das in einen richtigen Experten, dann stellen wir sie das an der Mitte. Die Mitte haben wir auch wahrscheinlich nach Leuten vom LTR bei uns im Stand, die auch die ganze Deko bei uns gemacht haben. Und damit gehe ich dann zurück bei dich, Kamil, und ja, merci. Und ich kann das so, Elisa, du bist nicht am Busch, du lieber als Flotzüge. Vielmals merci dafür. Es geht bestimmt auch an den nächsten Minuten fähig weiter.